Heute gibt es Fenchel, gratiniert mit feinen Kräutchen. Patricia, was brauchen wir heute alles? Wir brauchen Fenchel, Natürlich. Paniermehl, Olivenöl, Gewürze. Ich habe jetzt Pizzapaste genommen und Herdöpfel gewürzt. Fertig. Das war's. Ja. Cool, dann bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Ja, Freue mich drauf. bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Ciao. Also ich habe jetzt hier geschnitten bei dem ersten zwei oder bei der ersten Hälfte einfach dieses Teil hier, den Strunk, weggeschnitten. Die sind so vorbereitet. Habe hier unten mit Wasser gefüllt. Könnte ich auch direkt im Wasser kochen. Deckel drauf. Lass mal kochen. Kann ich aber den Ofen schon in der Zwischenzeit einschalten. Machen wir hier 190 Grad. So einfach. Mit dieser Mischung werde ich nachher die Fenchel füllen, nämlich da Herdöpfelgewürz. Ich werde noch auf dem Fenchel, wenn sie in die Gratenform kommen, ein bisschen Herdöpfelgewürz dazu geben. Ich habe jetzt Pizzapaste genommen. Hier nicht allzu viel Öl. Also das muss so einigermaßen zusammenhaften, aber nicht zu fest. Der soll nachher die Feuchtigkeit von diesem Fenchel aufsaugen. Kann ich eigentlich diese Gratenform ein bisschen vorbereiten. Machen wir auch Olivenöl am Boden. Also wichtig ist jetzt, sie sind noch nicht ganz durchgekocht. Sie kommen aber nachher noch im Ofen, oder? Und wird dort überbacken. Dann stelle ich schon mal ab hier und können wir weiter hier zu dem Gratenform gehen. Machen wir schön da unten. Das ist einfach jetzt nach Gefühl, oder? Aber jetzt habe ich ein bisschen nur so quasi das Herzen da, das Mittelstück vom Fenchel hier in die Mitte, damit ich auch ein bisschen Platz habe zum Füllen. Ich will von dieser Füllung hier auch haben. Es riecht gut jetzt schon. Man kann schon zusammen das Fenchel riechen mit dem Füllung hier. So, ich fülle schön. Die bringe ich jetzt in den Ofen. Und da muss er nur so lang bleiben, bis das schön braun wird oben dran. So, sieht man? Schön. 3, 2, 1. Mega. Liebe Fans, man redet nicht mit vollem Mund. Aber eigentlich muss ich einfach sagen, es ist super. Es ist mega. Es ist knackig im Mund nach Rüttli. Ich meine, das Olivenöl merkt man auch. Sehr gut.